Hallo, wieder und schießt wieder Satz zu Planet Crafter. Ihr möchtet ja höchstwahrscheinlich das wieder sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe es zumindest, weil ich liebe das Spiel irgendwie. Ich habe es auf kurze Zeit lieben gelernt und es macht echt schon wirklich so Bock, so minimalistisch, wie das gemacht ist bis jetzt und wie das noch wird wahrscheinlich. Crazy. Wir haben jetzt gerade auf dem Weg, dass wir uns die Taschenlampen, ja, die habe ich noch nicht gemacht, aus welchem Grund auch immer. Ja. Die Taschenlampen Jippo. Genau, den braucht man nämlich, weil sonst sehen wir nichts. Kann ich den da einlösen? Nicht, gell? Kann ich denn den da bauen? Den draußen kann ich ihn bauen. Yes. Oh ja, das ist... Ich glaube, das kann ich da nicht machen, ne? Hallo? Ne, die kann ich bloß an anderen bauen. Dann müssten wir... Muss jetzt bis... Wir haben ja da näher dran, ne? Ja, dann gehen wir da schnell auf. Wir haben auch voll den Umweg gegangen, wenn wir gerade auf. Hätten wir da aufgehen können, glaube ich. Dann gehen wir schnell in unser Base, stellen wir uns diese Stiefel daher, die wo man herstellen kann. Das ist nämlich das Coole an den Mikrochips. Du kriegst immer wieder so Baupläne freigeschalten. Weil die halt einfach speichern auf denen. So, was brauchen wir für diese... Oh, Alu, okay. Genau. Genau, das haben wir noch nicht. Hat sich überhaupt interessiert, dass wir hergegangen haben? Doch. Essen und... Oh, das kann... Oh. Müssen wir kurz Eis holen. Ah, wir waren schon mal am Ding. Ja, noch schon. Dann laden wir nochmal das Inventar aus. Und dann. So. So. Nur noch gar nicht sicher, ob wir vielleicht noch ein Lager bauen oder so. Ich glaube, wenn man da nicht aufkommt. Ich glaube, da könnte man auch nicht auf. Na, das war glaube ich, das Problem. Okay, dann gehen wir noch mal rauf. Planänderung. Gehen wir doch ohne Schuhe rauf. Weil da oben kriegen wir noch eine Sache, die wir brauchen. No. Um die Schuhe zu bauen. Ich glaube zumindest, dass das drin war. Aber ich glaube, dass die ja irgendwann da Viecher, also so Aliens oder so mit einbauen. Getier, die dann angreift da drinnen. War schon crazy irgendwie. Aber es hat so ein No Man's Sky Ding. So ein Flair irgendwie. Bis auf das No Man's Sky einfach anders ist, da Song Nummer. Das ist mir so wirklich richtig Hardcore Survival. Überlebe oder überlebe nicht, sagt das Spiel. Und wenn du das nicht tust, dann selber schuld. So, einmal Sauerstoff auffüllen. Was ich mich wundert, also ich weiß, dass man mit Terraformt, dass irgendwann Wasser kommt und das Wasser dann angeblich wahrscheinlich da ist die Volllaufverlust. Wenn ich jetzt da irgendwie Sachen stehe, habe meine Dinger da und da Heizungen drin habe, ist das dann nicht so gegensätzlich? Ah ja, und das möchte ich auch unbedingt sehen. Es ist Eis. Beginnt bei 100 Kelvin zu schmelzen. Ich weiß nicht, was das da innen ist. Ich habe das noch nicht abbauen können, aber ich habe das in der Demo hat man das nicht mal können und das juckt mich schon die ganze Zeit und das ist echt belastend. Und da ist auch noch was drin, das wo man noch machen kann, das habe ich auch noch nicht machen können. Hat mich auch sehr genervt. So, machen wir einmal Licht an. Hallo. Ich bin hier von der Aufräumdienst. Oh, oh lol, das habe ich jetzt mir nicht erinnern können, dass ich da Superlegierung kriege. Wenn jetzt nicht denkt. Jetzt haben wir einen T3-Rucksack. So, da ist nämlich die erste Heizung, die wir abbauen können. Da ist noch ein Chip. Das sonst
nichts in dem Gang. So, da sind wir hergekommen, ne? Ja. Und ich glaube auch, dass man da rein kann. Weil... Oh, Iridium ist natürlich ganz wichtig. Ja, das brauchen wir noch nicht so dringend. Jetzt gehen wir mal da rum. Das ist wichtig. Ist da nur Heizung? Ja. So. War das jetzt richtig? Ich glaube schon. Naja. Ja. Können wir mir... Ja. Stellen wir jetzt mal unser Kisteleiner. Und den wir jetzt mit zwischenlagern. Hey, der denkt, dass wir da super Legierung kriegen. Das verwundert mich jetzt schon irgendwie ein bisschen. Also das habe ich gewusst, dass wir kriegen und das. Aber das andere mit der Legierung, das triggert mich schon gerade ein bisschen. Ich hab die jetzt mir nicht gekriegt gerade. So, nehmen wir mit. Bauen wir ab. Was haben wir da die Kisten? Na, da war das. Mit abbauen. So, da, schau her, es hat alles gedroppt. Crazy, das leicht dann auch noch. Inventar voll. Her damit. Da ist auch noch was, das schauen wir uns gleich an. Müssen wir erst noch Inventar lernen, weil ich weiß, dass da hinten nur ein Chip ist. Und es da keinen Sinn machen, da jetzt halt völlig random weg zum Run. Beams. Und wieder mal rein mit dir. Können wir noch nicht bauen. Dann haben wir das Eisen abgelegt, ne? Ja. Da ist da sowieso noch so ein Übergangsding da oder das. Für das zum Looten. Looten und leveln. Da ist nix. Ah ja, stimmt, da hinten, da ist ja auch noch was gewesen. Okay. Da war schneller was. Ah, Stoff. Ganz wichtig. Genau. Wir können sowieso nicht alles machen, weil dort bin ich mir ziemlich sicher, dass man da weil da kann man, sieht man schon einen Trümmer dahinter anscheinend. Das war jetzt gerade rein zufällig, also man kann da bestimmt durch. Man muss anscheinend irgendwas an dem Schiff machen, dass das wieder geht. Da irgendwas? Nee. Nee. Okay. Haben wir schon wieder keinen Platz mehr. Da sieht man erst, wie viel da drin ist. Auf alle Fälle da müssen wir irgendwas rein da. Und ich weiß nicht was. Ich habe noch nichts gefunden. Da ist noch der Chip. Okay, dann müssen wir eine Nummer raus. Ich sag, dass wir nicht. Hier sieht man, dass wir eine Nummer raus müssen. Crazy. Halt. So. Also ich glaube, wir brauchen erstmal Nummerkisten bauen. Weil... Hä? Das ist doch schon die ganze Zeit so. Oder muss ich einfach anders? Ich glaube, da muss ich hinterher. Ja, da muss ich hinterher. So. Jetzt haben wir, glaube ich, alles, was wir da looten können. Schauen wir mal, was da noch ist. Heute Morgen, als wir unseren 17. Tag der Raumfahrt nach Stigma waren, verließ das Schiff unerklärlicherweise die Hyperraumgeschwindigkeit. Die Navigationstools spielten verrückt und die gesammelte Leistung des Schiffes ging aus, als ob es von etwas Äußerem entzogen worden wäre. Wir werden versuchen, eine Notlandung auf diesen unberechenbaren Planeten durchzuführen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dort finden werden,
was wir dort finden werden. Es scheint einen riesigen Sturm an der Oberfläche zu geben. Ich hoffe, wir schaffen es. Aha. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwas noch... Entweder ist es noch nicht eingebaut oder so. Dass ja nur Early Access ist. Könnt ihr mir gut vorstellen. Aber wir haben ja jetzt alles gelootet, was da drin ist. Und jetzt werden wir Heizungen bauen. Indem man mal das Food zeigt, einmal raus. Diese Pflanzen. Ist der mal auch raus. Ist der mal raus. So, Iridium. Was brauchen wir für Heizungen? Iridium, Eisen, Silizium. Also Silizium. Bam, 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 bam. Pro Ding. Okay. Okay, Moment. Ach, scheiße, das war das Falsche. Ist. Druck immer auf das Falsche. Das. So. Dann. Immer nochmal. Das. 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 Okay. 4, 4. Da fehlt uns nur das. 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 Jetzt fehlt uns bloß nur Silizium. Silizium. Stellen wir jetzt einfach mal da das rein. Ich glaube, mit dem wir später wieder abbauen. Ich kann jetzt schon sagen, dass wir wahrscheinlich nicht genug Strom haben. Bin mir da ziemlich sicher. Sicher bin ich mir da ziemlich. Okay. Dann brauchen wir Silizium. Aus einer sicheren Quelle weiß ich, dass hier hinten irgendwo noch Silizium ist. Sage ich doch. Okay. Schaut doch nur noch Silizium aus, oder? Nee. Bin mal gespannt, wie das Terraform ausschaut. Das ist was ich mir die ganze Zeit schon frage. Und auf einmal ist Musik wieder aus. Sehr still. Es ist hier sehr still. Jetzt haben wir schon 4000. Es geht gerade so oder hier. Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Also ganz so realistisch haben wir jetzt doch was draußen herstellen. So. Müssen wir mal gucken. Dann können wir noch 2 Heizungen jetzt aufbauen. Also müssen wir irgendwas abbauen. Scheiße. Das raus. Ja, lass mir nur mehr Dinge einbauen. Ganz egal. Haben wir irgendwas freigeschalten, was wir... Titan. Ja, vielleicht Titan, dann stellen wir einfach einen Bohrer herum hier. Ja, haben wir. Wie viel brauchen wir dafür? Für einen 2 Titan. Ob wir noch irgendwo Titan haben? Nee. Stellen wir einen neuen Bohrer auf. Heute, was haben wir da hier?
Jetzt haben wir gerade Kobalt. Aber da können wir natürlich Kobalt herstellen. Ja, das geht jetzt dann so nur so dahin, sobald wir mal die ersten guten Sachen haben. Ich sag mal die zwei Dinge. Boah, das schaut ja crazy aus, ne? Jetzt stell mir vor, die dann gemeinsame Sache mit Dings machen. Mit Coffee Stain, die wo Dingens machen. Satisfactory. Oida. Man hat dann jeder Bohrer hat dann eine Animation, wenn du aufstehst. Sudele. Sudele. Popödele. Oh, das habe ich glaube ich noch. Gerade? Doch, das habe ich schon gerade. Ah, da schau ich jetzt mal die Kommunikationsantenne. Bildschirmübertragungen. Na, schau her. Na, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das. Haben wir noch mehr Stoff? Ich glaube, wir kommen nicht mehr Stoff. Ich glaube, wir haben nicht mehr Stoff, aber Alu haben wir. Das nehmen wir noch mit. 2 Superlegierungen haben wir. Okay, dann machen wir doch herum unsere Heizungszentrale her. Vorerst mal. Natürlich. Und dann schauen wir mal zurück zu unserer vorübergehenden Base, da würde ich sagen. Ich habe jetzt schon realisiert, es macht nicht viel Sinn, alles in ein Ding zu machen. Aber ich möchte halt so ein bisschen Struktur mehr schon haben. Weil macht es schon mehr Bock, wenn du das strukturierter machst. Ja, weil du kommst den auf, wie schaut von Weitem so aus, dass das geht, aber nee. Nee. Vor allem das Tool ist auch crazy, oder? Das ist schon ganz okay gemacht. Muss man schon sagen. Gibt schon schlechtere Spielmechaniken. Und das macht schon ultra Laune. Ich hoffe, euch taugt's. Es kostet jetzt ein Trade, ich glaube 16 Euro oder so kostet. Und es ist nur Early Access und ich denke mir immer bei Early Access Titeln, es kann nur besser werden. Und wenn es nicht besser wird, dann ist es entweder schon okay oder es ist irgendwann einfach nur noch Crap. Na Schmarrn. Ja genau. Da müssen wir her. Und jetzt haben wir schon Beweglichkeit, steht 2 Stiefel. Und wir können die sogar schon machen dann. So. Dann haben wir bloß noch einen Stoff, ne? Wir brauchen dann nur mal. Genau. So, jetzt sehen wir uns die Dinger da rein. Oh, T3 Rucksack. Was haben wir jetzt? Ein T2, ne? T2, ja. T2, T3 Alu. Wir haben kein Alu mehr. So, haben wir alles hier mal lassen, was alumäßig da ist. Wir müssen jetzt erstmal die Dinger bauen. Bevor wir aber die bauen, schauen wir, wann können Vegetube 2 bei 500. Oh, das haben wir aber gleich. Das haben bloß noch 90. Die Frage ist, was wir für die 2 da brauchen. Ich glaube, da brauchen wir 2 Eisen. Also Eis brauchen wir auf alle Fälle schon mal dafür. Die lassen wir jetzt gleich mal noch sauber Eis fahren. Eventuell fahren wir einfach mal alles sehen. Aber ich glaube, dass ich gar nicht mehr so viel Platz habe. Aber wenn wir ein T3-Ding haben, dann geht es richtig rund. Weil dann hast du nur mehr Platz. Und dann schaltest du irgendwann einen Schrank frei und dann hast du mehr Platz im Schrank als in deinem Inventar. Hui, da weißt du, was los ist. Ja, das haben wir schon. Oh, schau, jetzt haben wir es nämlich gleich. 10 noch. 10 noch. Die müssen wir dann auch noch aufbauen, ne? Was haben wir für den? Okay. Vegetube 2. Magnesium und Silizium. Silizium, Magnesium.
So. Überleg, lass mal die stehen oder ich glaube, die werden wir austauschen. Ja, und da besser ist. Silizium. Manu, ja. Okay. Also, wir brauchen Eis, Magnesium, Silizium brauchen wir. Okay. Schöne Idee. Oder ich kann dann alle mal austauschen jetzt wo wir den nächsten bis am Bohrer haben. Aber das sind nicht lauter so Sachen, die macht man dann mal so nebenbei. Wenn man nichts so anders hat. Weil jetzt ist halt unsere Aufgabe 175.000er Reihe. Und das geht jetzt dann auf einmal ruckzuck. Vor allem, wir haben aber echt schneller gewesen, viel schneller aus, wie wo ich damals das gemacht habe. Ich war noch rumgerätselt, was kann ich da meinen, da in den Ding. Ich habe es noch nicht gefunden. Ich habe meine da. So. Na, jetzt schon mal der Strom ist aus. Aber ich habe auch schon die nächst besseren Dinger gehabt. Solarpanels. Und die haben dann nochmal richtig crazy. Weil ich glaube, dass es gar nicht bis an die Winddinger gibt. Du gehst einfach von Wind zu Solar und dann von Solar zu besserem Solar. Man muss aber ehrlich sagen, ich habe noch nicht einmal geschaut, ob es was Besseres gibt. Oder war sogar noch was gewesen, ne? Ach, Eisfilme. Eisfilme. Oh, jetzt geht's schon los. Kobalt, Kobalt. So, wie viel Strom haben wir denn jetzt? Schau mal, die 3 Dinger, was wir jetzt aufgeschrieben haben, waren 19 und die 10 Windkraftanlagen waren 2W. Also könnt ihr euch mal vorstellen, wie viel das mir ersetzen werden. So, was brauchen wir für den Benachrichtigungsding? Eisen brauchen wir für den noch. Den werde ich gerne mal schnell herstellen. Dann ist unser Benachrichtigungsding da. So, complete. So, so ungefähr, also fast so schaut es bei mir aus. Oder fast. Keine Kommunikation, ich meine die. Titan und Eisen. Eisen. Immer nur Titan herschmeißen. Oder sonst. Dann können wir das mal lesen. Man kann ihn actually ja oben drauf stellen, ne? Habe ich glaube ich sogar beim ersten Mal gemacht. Okay. Was brauchen wir dafür? Kobalt, Kobalt. Kobalt, Kobalt. Und nur Silizium. Genau. Brauchen wir noch mehr Kobalt. Kobalt, wir brauchen Kobalt. Ich habe keine Ahnung, was das da ist. Wenn man, also ich war da mal. Und da wird dann der ganze Bildschirm so ganz komisch. Ich kann es nicht genau sagen, was das ist. Ich habe es noch nicht so ganz herausgefunden. Aber ich glaube, dass eventuell deswegen die Schiffe da abgestürzt sind. Das kann ich sehr gut vermuten. Oder sehr gut nachvollziehen, wenn es deswegen war. So. Jetzt geht unsere Kommunikation von Sentinel Corp.
Dies ist eine automatisierte Nachricht an Sträfling GP 8971-L. Du hast beschlossen, deine Strafe in eine Auslieferung umzuwandeln. Wenn du möchtest, dass alle gegen dich ausstehenden Anklagen fallen gelassen werden, musst du diesen Planeten vollständig terraformieren. Unsere Sensoren scannen regelmäßig deinen Fortschritt und senden dir die erforderlichen Baupläne. Versuche auf keinen Fall, Sentinel Corp zu kontaktieren. Wenn unsere Sensoren keine Fortschritte beim Terraforming-Prozess feststellen, bist du als vermisst betrachtet und die Anklagen werden nicht fallen gelassen. Du kannst kein Eigentum oder irgendwas von Wert auf dem Planeten für dich beanspruchen. Du darfst nur die auf dem Planeten gefundenen Ressourcen verwenden, um den Terraforming-Index zu erhöhen. Du darfst diesen Planeten nicht verlassen, bis das Terraforming abgeschlossen ist. Okay. Sehr nett, dass ich überhaupt was verlassen darf irgendwann. Hallo, hallo. So, machen wir einmal Wasser. Okay. Strom 0,95. Schauen wir im Fortschritt. Das kommt bei 17,5. Oh. Ja, wir haben noch nicht so viel Heizung gebaut, aber auch noch nicht so viel Vegetubes. Ne, wie brauchen wir denn nur? Eis. Wie viel habe ich eigentlich nur? 2. Aber ich habe nicht noch mehr gehabt. Deswegen brauchen wir 4 Eis auf alle Fälle schon mal. 1. 2. 3. 4. 4. Also, dann was brauchen wir noch? 2 Silizium. 1 haben wir. Da brauchen wir nur 1. Und 2 Eisen. Okay. Ich glaube, die haben wir sogar, aber ich weiß gerade gar nicht. Ich sehe es jetzt auch gerade nicht. Ich sehe es überhaupt nicht. Schauen wir, vielleicht haben wir es sogar. War jetzt natürlich bitter, wenn ich nur mehr ausrennen muss. Aber ich glaube, wir haben nur... Scheiße. I knew it. I knew it. Pizza. Jetzt blöd. Da ist... Na, das ist nicht. Ist es. Das ist Eisen. Ich hätte einfach ein Ding... Nein, nicht, weil doch nicht mehr keinen Strom mehr gehabt. 10 haben wir jetzt gleich. Jetzt haben wir kein Magnesium mehr, oder was? Mein Gott. Ja, jetzt lassen wir jetzt kurz mal Strom aus und dann werden wir unser Ding schnell herbauen. Da ist noch Magnesium. Und dann bauen wir unser Stromding da mal besser aus. Also die Border müssten wir sowieso noch ändern. Von dem her. So. Wir brauchen wir. Oh, jetzt können wir irgendwas brauchen wir. Also Ording langt eigentlich. Eisen, Kobalt, Silizium. Eisen, Kobalt, Silizium. Also Eisen. Eisen. Nächstes Mal, wie das Feld das ausmacht. Mal eine neue Mitteilung erhalten. Oh. Deine Planetenspezifikationen. Identifikation unbekannt. Unternehmenseigentum unbeansprucht. Unbewohnheitsgrad 0. Sektor Izitial Prime. Geschichte unbekannt. Der Planet unnamed befindet sich im Sektor Izitial Prime, einem Prä-Zivilisationssektor, der hauptsächlich von Handelsschiffen durchquert wird, um zwischen großen Weltraumhäfen zu reisen. Der Sektor zählt 842 Planeten und 13.511 Sterne und ist 7.000 Parsec groß.
Er wurde als einer der möglichen Kandidaten für eine zukünftige Kolonisierung identifiziert. Heizung T2. Nice. Brauchen wir Alu. Brauchen wir Alu. Brauchen wir Alu. Jo, wir werden jetzt mal ganz langsam das Zeug von da oben holen. Wenn wir nicht allzu schnell haben. Aber wir brauchen das halt da oben nicht mehr. Heizungen. Ich baue alle Heizungen ab, weil die haben alle Crap im Gegensatz zu den neuen. Das ist also for real. Und Iridium habe ich halt einfach nicht mehr. Und desto mehr Heizungen ab, desto schneller geht es dann wieder rum. Wir haben jetzt schon bei 11. Es sind 11.000. Muss man halt auch sagen. Es sind nicht nur 11, sondern es sind 11.000. Und 175.000 brauchen wir. Aber das haben wir gleich. Ich glaube, in der nächsten Folge ist das easy schaffbar. Ja. Deswegen werden wir jetzt mal die ganzen Heizungen abbauen. Und dann brauchen wir unbedingt dann den größeren Rucksack noch. Aber ich weiß nicht, wo wir noch... Ah doch, ich weiß schon, wo wir noch herkriegen. Okay, ich weiß schon, wo wir Alu herkriegen. Das zeige ich euch dann nächstes Mal. Wo man Alu findet. Den muss man natürlich auch finden können, ohne dass man irgendwie Frachtding, so Dinger da kapert und so. Okay. Alu, Alu, Alu. Das brauchen wir. Das brauchen wir noch nicht. Das brauchen wir. Das Problem ist, wir haben zu wenig Stoff. Wenn ich das richtig sehe. Können wir das Ding nicht bauen wegen am Stoff nicht. Mais. Ja. Schauen wir noch, was wir so noch mitnehmen können. Das können wir essen. Dann nehmen wir noch das mit. Okay, wir müssen auf alle Fälle eine Nummer kommen. Das ist ja schon sehr belastend. Dann lassen wir das da, das ist nämlich das Essen. Dann nehmen wir nur die wichtigen Sachen mit. Das ist alles die Zeit, wo man noch formen kann. Jo. Iridium ist schon wirklich ganz für die wichtigen Sachen. Gut, dann gehen wir so. Gehen wir direkt da oben. Brauchen wir nicht lange so rumwursteln. Jetzt weiß ich noch, irgendwas habe ich gewartet mit 17,5, ne? Irgendwas war da gekommen. Aber wir können jetzt aus. Schau, da kommt man nämlich. Ja, doch, man kommt schon auf, ja, aber. Ja, aber nicht so wirklich. Ist nicht so nice, was die Dinger da hat. Muss man die ganze Zeit hupfen, da kriegt man dann noch einen Krampf irgendwann. Ja, gut. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst auch raus ein Like da. Morgen geht es direkt an der gleichen Stelle weiter, wo wir jetzt aufhören. Bis dahin. Habt einen schönen Tag. Links oben geht's zum letzten Upload vom Kanal. Links unten zur Planet Crafter Playlist. Und rechts direkt zum Kanal, falls euch ganz was anderes interessiert. Okay, jetzt schauen wir gleich, was drin ist. Bis dahin. Ciao.